Also bist du dann so ein bisschen der Typ Jahresvorsatz? Gibt es das bei dir oder eher weniger? Hast du dir etwas vorgenommen jetzt für das neue Jahr? Ist wirklich lustig, dass du das fragst, weil genau diese Frage habe ich eigentlich die Woche meinem Team gestellt. Ich habe ja einen neuen Job angefangen, komme aber vielleicht Ja, später stimmt. noch mal kurz auf das zurück. Ich bin nicht der Mensch mit Vorsätzen. Ich habe das Gefühl, das kommt bei mir eigentlich unter dem Jahr schon. Also ich bin so plötzlich aus dem Nichts sage ich, jetzt mache ich das oder jetzt höre ich auf rauchen, jetzt fange ich mit dem und dem an. Das ist bei mir eigentlich wie nicht so ein Jahresding. Wie ist es bei dir? In dem Fall ähnlich? Oder? Mega, mega. Ich hätte es fast genau gleich beantwortet. Ich bin eben auch nicht so wirklich der Typ für das. Also der Typ für das, wie soll ich sagen, es entsteht ja ein bisschen von allein. Also ich glaube, so eine Änderung kommt ja aus dem Inneren raus, oder? Wenn du das wirklich willst. Und ja, Voll. Das ist nicht auf den 31.12. terminiert in dem Sinne. Ja, Das stimmt genau. halt schon. Genau. Voll. Und Aber es ist lustig, weil im Fitness, Alter, es wimmelt. Ich war ja jetzt über den Mittag auch Ja. und also wirklich viele neue Gesichter, also so richtig, ja, da läuft etwas. Die Gyms sind wahrscheinlich fett am Profitieren. ja, stimmt. Ein harter Klassiker. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Härteklassiker. Im April ist dann wieder ruhig. Ja, genau, Ja. genau. Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt auch das Gefühl, so im letzten halben Jahr ist recht viel, habe ich mir recht so ein bisschen gewisse Sachen, die ich schon lange mal angehen wollte, so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen verbessern oder so ein bisschen weiter zu arbeiten. Und ja, ich muss wirklich sagen, es wäre jetzt für mich so voll der Dreischiss gewesen, um jetzt irgendwie aufs neue Jahr noch so das und das. Drum, Voll, verstehe ich gut. Verstehe ich. Genau, Voll. genau. Ja, apropos Dreischiss. Nein. Wir sind wieder zum FC Winter. Nein, gehen wir rein. Gehen wir rein. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper-Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, der Herr. Noch nie war eine Winterpause so kurz wie die. Aber das nehmen wir dankend an. In der heutigen Folge reden wir über Neujahresvorsätze, gescheiterte Trainingsspiele, Transfers, eine saftige Busse und eine grosse Vorfreude auf die Rückrunde. Nach wie vor ist der Raffi bis Ende Januar nicht dabei, was bedeutet, dass der FC Zürich-Teil ein bisschen reduzierter ist wie sonst. Zuerst aber Tim, wie geht's dir? Hast du ein schönes Weekend und Ferien gehabt? Ja, sehr, sehr. Vielen Dank. Wunderbare Ferien gehabt. Wirklich sehr gemütlich. Auch wieder mal 2 Wochen am Stück. Hat so gut da, wirklich so gut. Relativ gemütlich genommen. Eben viel irgendwo essen. So ein bisschen Tagesausflüge und so. Genau, jetzt habe ich wieder eine Woche geschafft. Und jetzt haben wir gerade das Wochenende unsere legendäre Wanderung gemacht, die wir einmal pro Jahr machen. Wo wir immer irgendwo, also mit so ein bisschen viel Familie, Verwandten, so rechte Truppen, ein bisschen in der Schweiz rumlaufen, irgendwo Fondue essen und so. Wirklich ein richtig geiler Tag gewesen. Vor allem auch die Witterung so perfekt. Irgendwie habe ich es so geil gefunden. Es ist so ein bisschen, weißt, wir haben alle aufs Wetter geschaut, also holy shit, es wird kalt, es wird windig, es wird Schnee. Aber es war so schön gewesen, die Schneelandschaft. Es ist wirklich ein Träumchen gewesen. Wirklich ein Träumchen. Und genau, jetzt wieder back in der Arbeit. Was läuft bei dir? Du hast ja auch noch schon mal kurz Tease gehabt wegen deinem neuen Job. Das nimmt mich jetzt natürlich auch noch Wunder. Und ja, was hast du getrieben? Schöne Ferien gehabt, gut gerutscht? Ja, auf jeden Fall 2 Wochen schöne Ferien gehabt, obwohl ich muss sagen, da bin ich ein bisschen speziell. Die erste Woche war wirklich herrlich gewesen. Und die zweite, hey, wenn ich aus der Routine gehe, vom Arbeiten, vom Fitness, vom Essen, dann bin ich wieder der gleiche Chaot, wie ich mit 17 war, blöd gesagt. Dann das kann ich so das,
so dass eben die Routine ist so wichtig für mich. Gewisse Leute brauchen das nicht, die können jeden Tag anders. So, ich brauche irgendwie einen Ablauf, der sich wiederholt. Und das Arbeiten hilft einfach. So traurig, dass es eigentlich ist. Das Arbeiten hilft, oder? Ja, ich verstehe es. Genau. Wir haben beide so ein bisschen Tendenz, um so ein bisschen verwahrlosen, gell? Wenn wir so zu wenig Struktur haben und dann so unser Wesen wird so zu chaotisch und zu einfach aus dem Leben gerissen, fast ein bisschen. Ja, und vor allem, dann bin ich also klar, eben, ich habe mega die erste Woche mit Fitness und schön auf mein Essen können schauen und so, und dann haben halt eben die Weihnachtstage angefangen, auch saufen am Abend mit und ein Tee, ein Gläschen Vino und da Fettraclette und nochmal ein Fondue zweimal hintereinander. Und das hat dann auch ein bisschen auf mein Gemüt geschlagen, obwohl es mega schön und fein ist und so, aber der Hinterkopf habe ich halt immer noch so, ich sollte eigentlich nicht und so. Und da bin ich einmal, also ich meine, weißt du, so als Durchschnitt im Dezember bin ich mehr im Durchschnitt, ich bin 16 Mal im Gym im Dezember, das ist eigentlich jeden 2 Tage, sagen wir mal. Stark, Im Januar habe ich bis zum 8. oder bis zum 9. gebraucht, bis ich das erste Mal gehen konnte, weil das eine bringt das andere mit, also kaum stehe ich nicht mehr am 7. Uhr auf, beispielsweise stehe ich nachher plötzlich um 10:30 auf, friss viel zu spät und alles verzögert sich und irgendwie am 2. denke ich, jetzt ist schon zu spät, um ins Gym zu gehen und komm, scheiß egal und die Wäsche mache ich auch nicht heute und am Schluss liege ich eigentlich einen Tag rum und merke so am Abend, Bro, was mache ich da? Genau, richtig ungesund. So versifft. Ja, voll. Ja, aber sonst geht es mir wirklich geht's mir gut. Für das Januar ist, halt der Umständen entsprechend. Ich hasse ja die Jahreszeit. Schnee, von mir aus regnet rein, hau ab, wirklich ist gleich. Aber genau, ein neuer Job, sehr, sehr gut empfangen worden, mega, mega liebes Team, ganz, ganz wirklich auf wertschätzender Basis. Und es ist natürlich viel Fragen, viel Lernen, aber ich bin ready, ich fühle mich gut und es tut mir auch eben, wie gesagt, der Routine gut. Genau, voll. Und jetzt natürlich wieder da mit dir im Podcast. Es ist 3 am Nachmittag, falls jetzt heute noch eine Message will kommen von unseren Clubs. Wir nehmen nicht wie üblich am 6. 7. auf, falls das dann Problematik oder Thema würde werden. Voll. Ich glaube, heute, Tim, machen wir es doch so. Wir gehen unsere 3 Teams durch. Und nach, ich glaube, ein bisschen durchmischt. Es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wild, wenn wir da einfach nicht alles der Reihe nach machen, wie wir es sonst machen, oder? Ja, absolut. Es ist ja jetzt auch eine speziellere Episode, einen kleinen Ausblick, mal schauen, was ist überhaupt so passiert über die Tage. Und genau, ich würde sagen, da können wir auch ein bisschen kreuz und quer. Wahrscheinlich wird es auch eine kürzere Sache als sonst. Wir freuen uns dann wieder auf das Spiel. Absolut. Genau. Absolut. Wo willst du anfangen? Wenn wir so ein bisschen Transfers anschauen, Testspiel haben wir gesehen. Transfer. Ich fange sonst an. Bei Vinti gegangen, niemand. Bei Vinti gekommen, niemand. Tim, was ist bei GC passiert? Nein, ich habe mir noch überlegt. Nein, Alter. Ich habe dich ja noch gefragt und dann habe ich gedacht, Vinti habe ich nicht so viel gehört. Du kommst jetzt wahrscheinlich mit irgendeinem Transfer noch hinführen, wo doch noch nichts passiert. Nichts. So ruhig wie das Meer am Morgen. Das ist wirklich... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, vor allem, weil der Kaiser ja gesagt hat, ja, sie haben 3, 4 auf dem Schirm, wo sie einen Plan haben. Es muss finanziell natürlich drin liegen. Und sie haben ein viel zu grosses Kader. Das ist haben wir auch schon besprochen. Oder? Viel zu viele Lohnkosten für einen Bayer, der nachher 8 Minuten pro Monat spielt, aber einen Lohn kassiert. Also ich habe das Gefühl, das rebelt schon noch, aber einfach noch nicht jetzt. Es muss, also vor allem Abgänge, nicht mal Zugänge, nicht Zugänge, gell? Verstehe mich nicht falsch. Ja, das überrascht mich jetzt schon noch, dass sie wollen ja Spieler ein bisschen loswerden. Also gibt's irgendein Gerücht, das sich ein bisschen hartnäckig irgendwie ein bisschen hebt, oder ist es wirklich tote Hose in diesem Fall? Tote Hose. Von Basil Stillhardt weiss ich, dass der ein Angebot vorliegen hat, aber Bro, der Basil Stillhardt hat im ersten und im letzten Spiel von dieser ersten Runde in dem Sinn, oder ja, von dieser Hinrunde gespielt, 28 oder 26 Minuten oder so auf dem Konto. Also, naja. Und das Problem ist natürlich, wenn du Letzter bist von der Super League und eben 20 Minuten gespielt hast oder 2 Stunden in einer Saison, für wer bist du dann auch attraktiv? Also ich meine, das kommt noch dazu, oder? Also
sehr schwierige Situation, was Transfers angeht vom FC Winterthur. Aber ich hoffe nur einfach, dass auch 2-3 Leute gehen. Von mir aus, wie gesagt, also der Hunziker der muss bleiben. Ich sage auch nachher noch mal kurz, warum. Das hat man jetzt in dieser Trainingswoche gesehen. Aber ja, sonst... Ja, ich erwarte ich? Erwarte schon gar nichts mehr. Ich meine, wenn man die letzten Spiele anschaut, ja, da Spiel um Spiel muss man auch als Fan einfach zuschauen, leiden, vielleicht. Wir nehmen Spiel für Spiel. Wir konzentrieren uns auf St. Gallen und alles andere ist uns egal. Ja. Genau. Nein, aber ist natürlich... kann man aber, finde ich, eigentlich schon mal als grossen Win verbuchen, dass der Hunziker noch da ist. Ich meine, der hätte ja auch am 1. Januar gerade zurückgerufen werden. Definitiv. Von Basel. Ja. Und ja, ich glaube, also wegen Spielern wie der Stillhardt, das ist noch easy schwierig, die loszuwerden. Oder? Ich meine, der ist jetzt auch im Herbst von seiner Karriere, wenn nicht schon, ja, geht langsam Richtung Weihnachtszeit, ja, oder? Also Blätter hängen schon bald nicht mehr. Ja, es wird Minusgrad, genau. Ja. Und ja, der denkt sich wahrscheinlich auch, eben, wo kann der jetzt unterschreiben? Vielleicht, weiss doch auch nicht, also vielleicht Challenge League so ein bisschen. Also ich meine, aufwärts geht es nicht mehr, sind wir ehrlich. Nein. Und das ist jetzt auch wahrscheinlich sein letzter anständiger Vertrag, den er noch hat, oder? Und dann ist es immer schwierig, oder der Spieler sagt sich dann auch, ich meine, Stillhardt ist jetzt nicht der Cristiano Ronaldo, der hunderte Millionen hat, sondern, oder, der weiss, ich bin jetzt noch 1, 2, 3 Jahre vielleicht Fußballer, will jetzt den Batzen vielleicht auch noch heimholen. Ja, voll. Nicht einfach. Schwierig. Voll. Aber haken wir Vinti ab, was Transfers angeht. Ich glaube, kommen wir zu deinem Team, zu den Hoppers. Was läuft dort? Ich habe natürlich schon ein bisschen etwas gehört, aber ich bin gespannt, was du uns jetzt heute erzählst. Ja, es ist doch ein bisschen etwas gelaufen. Erstaunlich viel, kann man vielleicht sogar sagen. Also ich bin überrascht, dass es jetzt doch schon 3 offizielle Transfers gegeben hat. Und ich meine, es ist erst der 12. Januar, also muss man schon sagen, mehr gelaufen, als ich erwartet habe. Von den Kaliber hat es 2 aus dem untersten Regal. Ich würde sagen, die nehmen wir als erstes, wie der Papi Sutter ja mal so schön gesagt hat. Es kommt 26-jährig vom FC Luzern, der Ismail Beka, aus der Innenverteidigung. Nein, er ist Innenverteidiger, 1,97 gross. Eine spannende Personalie, finde ich, ein typischer GC-Transfer unter dem Sutter, muss ich sagen. Ist vor ein paar Saisons sehr stark bei Luzern, also wirklich absolute Stammkraft. Okay. So mit 2,23 hat er als doch relativ grosses Talent gegolten. Hat einmal einen Marktwert von über 1 Million gehabt, dazumal. Und ist dann ziemlich stark von Verletzungen geprägt. Oder ja, seine Zeit war relativ geprägt von Verletzungen in den letzten 2-3 Jahren leider. Ist kaum mehr zum Zug gekommen, hat jetzt nur noch in der Promotion League ab und zu gespielt, bei Luzern gar nicht mehr fürs Eis seit seinen Verletzungen. Und ja, ist natürlich jetzt so ein gut Glück-Transfer, oder? Voll. Ich denke... Okay. Hat sie noch einen anderen guten Innenverteidiger geholt, gell? Das ist jetzt in dem Fall das ist der zweite Innenverteidiger. Er hat ja noch einen stärkeren, sag ich mal. Ja, genau. Der ist dann, eben zu dem kommen wir noch. Das ist der nämlich nicht aus dem untersten Regal ist. Sehr spannend. Ja. Eben vielleicht noch zum Beck abschliessen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Ndenge. Oder der Ndenge ist ja vor Jahren genau gleich gekommen. Von Luzern ist so eigentlich noch relativ jung gewesen, immer verletzt. Man hat gewusst, das Talent hat er, aber er war einfach immer verletzt gewesen. Und das hat eigentlich super geklappt. Ndenge, ich meine, du hast ihn auch miterlebt. Sehr ein guter Spieler gewesen. Voll. Und genau, ich denke, man erhofft sich ein bisschen das Gleiche vom Beka, um den wieder ein bisschen aufbauen, ein bisschen die Verletzungen ein bisschen, eindämmen, so gut wie es geht. Ich bin gespannt. Sehr schön. Genau, und ich würde sagen, komm, bleiben wir doch in der Innenverteidigung. Du hast ihn ja schon erwähnt, es kommt aus Bosnien, aus der ersten bosnischen Liga vom HSK Posuje oder Posuje, wie auch immer, Luka Mikolic. Und das ist natürlich jetzt ein sehr spannender Kandidat, wie ich finde. Also das hat mich doch sehr überrascht, weil
Erstens hat der Sieg doch immerhin einen gewissen Marktwert. Aber was noch viel spannender ist, finde ich, es ist sehr viel über das auch berichtet worden. Anscheinend war Red Bull Salzburg recht stark an ihm dran gewesen. Ein italienisches Team, ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, welches. Ich glaube, es war Pisa. Ich mich aber nicht auf dem festnageln, ist auch an ihm dran gewesen, hat es viele Gerüchte gegeben. Okay. Und eben, als man das gehört hat, haben wir gedacht, ja gut, also dann kommt er ja sicher nicht zu GC. Sind wir ehrlich, wenn er kann zu Red Bull Salzburg. So Pisa, Salzburg oder GC. Ja, genau, eben muss wir ehrlich sein. Ja. Und ja, anscheinend hat das geklappt. GC hat auch eine gewisse Ablöse gezahlt für ihn. Man redet von 500'000, 600'000 Franken, also doch noch ein bisschen etwas. Oh, okay. Ja, ein bisschen Geld ausgeben, das sehen wir gerne, vor allem wir zwei. Also, sehr schön. Es ist also we spend to win. Ich glaube, jetzt geht es los, oder? Es hat angefangen, endlich. Ja, sehr schön. Ja. Nein, du, keine Ahnung, wieso man den Transfer macht. Das ist sicher ein, ja, kann man vielleicht auch ein bisschen sagen, ein Konstrukttransfer, oder? Das ist vielleicht einer, wo man dann auch mal noch einen Schritt weiter sieht. Vielleicht sogar ganz gross dann bei den Bayern, aber ja, weiss jetzt auch nicht. Ja, vor allem, ich meine, er ist jung, das ist erstens mal gut. Zweitens, er war, glaube ich, schon Captain bei seinem Team. Er hat sich als Captain geschafft. Also ich meine, Innenverteidigung, ein Thema, das bei GC ein Thema ist. Genau, also von dem her hat man da schon auch eben und potenzielle Weiterverkäufe, beziehungsweise sagen wir, wenn sie ihn weiterverkaufen, entweder kann Bayern profitieren oder vielleicht sogar, keine Ahnung, einen Weiterverkauf und dann noch, wie sagen wir dem, 5% oder Weiterverkaufsboni in dem Sinn. So, also ich finde den Transfer sehr, sehr geil. Jetzt mal schauen natürlich, wie er sich im Team zurechtfindet, aber ich glaube, das könnte eine wichtige Stütze geben im Team von GC. Fällt gar nicht natürlich. Ja. Ja, aus Wintersicht natürlich scheiße, aber ich bin voll bei dir. Ich finde, das erhoffe ich mir, oder? Das ist das, was ich mir vorstelle. So Leute, wo kommen und du weißt so, okay, das können geile Spieler werden, oder? Ja, und das ist doch genau das, was wir schon letzte Saison diskutiert haben. Es braucht ja nur in Anführungs- und Schlusszeichen, ich meine, es braucht Namen, wo man sich wieder darüber unterhalten kann, die einen Marktwert haben. Oh, mein Team gibt Geld aus, ist doch auch so ein Zeichen. Wow, geil, sie geben wieder Geld aus. Und man wird wieder hyped. Und dann kommt man irgendwie 4-0 von IB auf den Deckel rüber und dann ist man wieder in dem drin. Aber das ist später, das ist nicht jetzt. Das ist, genau, Zukunftsmusik. Ja, aber es ist geil, sehr geil. Ja, es löst etwas aus, genau, oder? Ich meine, eben so Becker, denkst du so, ja, aber Dude, weißt, jetzt nehmen wir da Restposten wieder von Luzern, oder der dritte kommen wir ja jetzt auch noch dazu, aber ich muss sagen, so Nikolic, von IB. ja genau, der Zimba. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin extrem gespannt, eben Innenverteidigung, hat man etwas machen, hat man etwas gemacht und ich glaube, das ist einer für die Stammelf. Genau, und vielleicht auch noch etwas, was ich auch sehr positiv finde zu ihm. Er hat einen langfristigen Vertrag bekommen. Es ist jetzt auch nicht einer, der irgendwie einen 2-Jahres-Vertrag bekommen hat und dann gerade wieder geht, sondern ein Spieler zum Aufbauen, so zum drauf aufbauen in dem Sinn, wo wirklich bleibt, statt so eben die Iran-Kunda-Messis, die schnell ein halbes Jahr Heu sagen und dann wieder gehen. Exakt. Genau, kommen wir zum Zimba-Messi, der ein halbes Jahr bleibt und dann wieder geht. Wow, das hasse ich. Nein, wirklich, das habe ich gar nicht gern. Haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet. So was soll das, oder? Wo sind wir da gelandet? Ausbildnerverein für IB in der gleichen Liga. Wow, nein. Ja, das verstehe ich. Ja, und vor allem in einem halben Jahr ist er wieder weg. Das ist so... Das ist wirklich, also bei Vinti würde ich so etwas verstehen, ehrlich gesagt. Also mehr verstehen wie bei den Hoppers. Weil Vinti ist dann einfach so, wir brauchen alles und jeden, der einfach irgendwie helfen kann, dass das Team da oben bleibt. Ich finde, das ist, bei GC, ich weiß nicht, ob es so einen Transfer braucht, aber vielleicht schlägt er ein und verhilft schlussendlich mit seinem Einsatz zum Liga-Erhalt und dann
ist eigentlich schon wieder gut. Dann ist eigentlich schon wieder der Job gemacht. Voll. Ja, ist so. Eben, das ist ja dann immer eben ein absolut berechtigtes Argument. Eben nachher macht ein paar Goal und so. Aber es ist immer so ein, weißt, so ein verhaltener Jubel. Es ist dann so, oh geil, er geht ja. In 2 Monaten. Oh geil, wer war es? Zimba? Ah. ja, übertrieben gesagt ein bisschen so, genau. Und das, also vor allem aus der gleichen Liga, das habe ich einfach gar nicht. Also dann fühlst du dich doch wirklich wie so ein Opferverein, wo so IB, sorry, dürfen wir euch bitte eure 8. Wahl im Sturm, weißt du, der könnte uns noch helfen. Genau. Dann können wir noch ein bisschen besser machen für euch. Ja. Kann ein bisschen Spielzeit sammeln. Nein, aber was man natürlich schon muss sehen, wenn er jetzt bei GC einen Erfolg hat und IB sowieso viel zu viele Spieler hat, das ist ja oft so, dass nachher die Spieler auch bleiben. Also ich glaube, das würde ich nicht ausschlagen, so eine Situation. Also dass er Erfolg hat mit GC und dann gibt es eine feste Verpflichtung. Das kann natürlich sein. Ja, das wäre natürlich der Traum, absolut. Aber ich glaube, für das müsste er dann nur so halb einschlagen. Weißt du, müsste so vielleicht so 3 Goal und so 3-4 Assists. So, weißt? Wenn er dann so 10 Goal macht, dann bleibt er wieder dann nicht. IB-Stamm, ja. Voll. Ja, ich weiss, was du meinst. Aber ich glaube, wir dürfen noch 1-2 Worte über ihn verlieren. Er ist 19, eben aus dem IB-Nachwuchs, ursprünglich aus dem Servet-Nachwuchs sogar. Hat in der U18 gespielt für die Schweiz, U19, aktuell in der U20. Und genau, sicher ein spannender Stürmer. Er ist gross, er ist schnell. Genau. Wir werden es sehen. Es hat ja auch ein bisschen, ich glaube, man hat ein bisschen den Spielertyp vom Lee gesucht, oder? Der Lee, ich glaube, den hat man jetzt aufgegeben mittlerweile, muss ich auch selber. Ja, der Lee zupft es wahrscheinlich, oder? Also, also die Premier League Lee, ich glaube, ja. Das ist Geschichte, ja. Der Limat Ronaldo ist passé. Ja. Leider. Und ich glaube, man hat jetzt reagiert, indem man so ein bisschen den Spielertyp gesucht hat. Und den hat man jetzt. Und eben, man muss ja ehrlich sein, wie du auch gesagt hast, im Abstiegskampf da braucht man einfach Spieler, die jetzt da helfen können, die mitmachen können. Und genau, besser geht etwas, als das nichts geht, oder? Muss ich auch sagen. Ja, das unterschreibe ich, ja. Voll. Genau, so viel von der Transferfront. Es gibt noch Gerüchte, dass da der 17-jährige Kolumbianer von den Bayern, den sie jetzt geholt haben, noch kommt. Der ist aber erst im Februar dann 18 und weil er nicht Europäer ist, kann er erst mit 18 dann wechseln. Das heisst, kann ich auch aus dem FM, kann ich wirklich gut. Und bei so Jungtalent mache ich so eine Notiz, wenn sein Geburt ist. Und an seinem Geburt am 8 Uhr am Morgen Leute in seinem fucking Berater an und sagen, komm zu mir. Sehr geil, sehr geil. Ja. Und genau, also das könnte vielleicht noch das Thema werden, aber erst im Februar dann. Genau, wenn wir vielleicht zu den Testspielen gehen. Wir müssen ja schon noch schnell auf den FC Zürich eingehen, oder? Wenn der Raffi nicht... Stimmt. Und der Lupi ist ausgelehnt worden, habe ich noch gelesen, oder? Der ist gegangen, der Lupi. Stimmt. Das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Eben, der ist jetzt ein bisschen in die Vergessenheit geraten, natürlich, die Saison. Ist nicht Scheibe sein Lieblingsspieler gewesen, offensichtlich. Genau, ist ausgelehnt worden, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit Kaufoption. Also ich glaube, den werden wir nie mehr sehen auf dem heiligen Letzigrund-Rasen. Ausser der Scheibe wird gekickt vielleicht, weil der Lupi hat schon noch spezielle Sachen gemacht. Vielleicht damals zu eigensinnig. Ich weiß nicht, ob es eigensinnig ist, ob man dem so sagen kann, aber so schon jemand, wo ich jetzt lieber zuschaue. Also es gibt ja Spieler, die wie einen, ist jetzt ein bisschen härter, der Lee ist schon am Leiden, aber ich finde einfach so, dem schaust du zu so, und hoffst, er macht einen geilen Skill oder irgendwie ein Trickli oder irgendwie so etwas, genau. Aber ja, vielleicht ist es und der Scheibe nicht passend gewesen, genau. Ja, bin ich eigentlich bei dir. Er hat einfach ein Säckchen wahrscheinlich zu wenig. Das ist, glaube ich, das einzige Problem, das er hat mit dem Scheibe, genau. Ja, stimmt, voll. Gut, verlieren wir keine Zeit, gehen wir noch ganz kurz auf den FC Zürich. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht, das ist in hunderten Podcasts schon besprochen worden. Malenovic, ich glaube sogar, wir haben es ist das schon in unserer Zeit gewesen? Ja. Malenovic, doch, das war im Dezember gewesen.
voll. Es hat ja einen neuen vorübergehenden Sportchef, der Dino Lamberti. Ich glaube auch da, ich nehme an, wir müssen jetzt da unsere Hörer und Hörerinnen nicht aufklären, wer der Dino Lamberti ist, beziehungsweise ja, das ist in so vielen Podcasts schon gesprochen worden. Etwas, was ich schon spannend finde, ich glaube, das ist das, was er, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass er auf dieser Blacklist eigentlich vom FC Zürich mal war. Das habe ich schon noch funny gefunden. So, mit dem arbeiten wir nicht mehr zusammen. 16 Jahre später, er macht unsere Transfers. Nein. Ja, genau. Ich glaube, das ist das, wenn ich es recht gehört habe, habe ich auch in anderen Podcasts gehört, muss ich ganz klar sagen, ist glaube die Berater von Almen Abdi, glaube dazu mal. Und, genau. Wo er dann ablösefrei und so Geschichten. Genau, aber muss man ja fairerweise sagen, eben, das ist so saulang her. Da kann man auch wieder mal am Tisch hocken miteinander. Ja. Aber natürlich sind sie schon auch einfach aufgehängt worden, weil es halt einfach wieder ein Spielerberater ist. Also das hat man ja schon auch oft gelesen, so, ja, aber Jungs, lernen ihr eigentlich nicht von ihren Fehlern. Also, ja. Obwohl aber eben, ich meinte nur schnell, ich glaube, der hat ja jetzt nur ein Mandat für die Transferphase. Also klar, vielleicht sagt man das auch einfach, er hat jetzt mal ein Mandat und dann, ja, jetzt ist er doch fest. Und weißt du, eben so in 9 Monaten ist er einfach immer noch da. Kann natürlich auch sein, ja. Genau. Würde mega passen zum FC Zürich, aber ich weiß nicht, ich habe mal einen Ausschnitt gehört, Diskussion eben genau über das. Und dann hat auch jemand gesagt, ich weiß nicht, ob es mit dem Schifferle war in der dritten Halbzeit, ich weiß es nicht. Aber dort war es auch so, hey Jungs, FC Zürich müssen reagieren für die kurze Zeit. Sie haben ein Transferfenster vor sich, sie können nicht einfach niemand haben. Also finde ich auch, voll verständlich. Ja, voll. Es ist ja dann, der Zuber ist gegangen, der hat nach einer Vertragsauflösung gebeten. Das ist schon, ich sage, Zuber ist einer der besten Spieler, also ich sage, ja, das sagen alle, das ist normal, schon einer der wichtigsten Spieler für den FCZ. Finde ich krass, warum dass er gegangen ist. Ich habe mit ihm telefoniert, er hat gesagt, nein. Nein, können wir natürlich alle nur wehrweisen darüber, über die Ehre und im Respekt zum Malenovic in dem Sinn gegangen ist oder ob er einfach gemerkt hat, Alter, der FCZ, ja, ist irgendein Kackverein für ihn. Also, ja, ist schon, also nein, ist schon ein bisschen, der ist schon ein bisschen ein Lumpen, nicht? Das ist doch so Spielzeug von Malenovic, das finde ich offensichtlich, oder? Der ist jetzt, ob er jetzt wirklich gefunden hat, so, jetzt wische am FCZ noch eins aus, das weiss ich jetzt nicht, oder? Aber ja, sein Papi ist weg, oder? Und dann geht er halt auch so ein bisschen so. Ja, und, der FC Zürich hat mir wichtige Sachen beigebracht und gute Zeit. Ciao. Ja, hure komisch. Auch der Abgang, richtig. Aber ja, es gibt auch da unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, jetzt wieder, ist auch spannend, jetzt ist es wieder so, verpiss dich und sowieso Hopper und so. Aber ja, genau. Das sind die Leute, die um Zuber sein Liebling gekauft haben vor 2 Monaten. Genau, nein, easy. Ja, genau. Kommt er zu GC? Was denkst du? Ja, also ich hätte noch Freude. Nein, also irgendjemand hat mal einer hat kommentiert, ja, man könnte die Suppe wiederholen. Ich dachte, Alter, also jetzt musst du also wirklich sofort aufhören. Aber ja, wirklich dringend. Also das wäre für GC und für den FCZ und für den Zuber einfach wirklich schlechte Werbung. Eigentlich für alle. Eben, genau. Es wäre ein Lose-Lose-Geschäft. Und GC zahlt ja sicher auch nicht so einen Lohn, da fängt es ja schon an. Also von dem her. Aber ich glaube, er hat 800'000 pro Jahr verdient. Also der FCZ hat da auch recht viel gespart. Voll. Egal. Der Rodic ist zurück in seine Heimat, hat auch gefragt, ob er gehen kann. Jawohl, gang. Und der Mariano Gomez ist nach Ungarn. Er hat, glaube ich, auch um die 90 Spiele für den Club. Oder sogar noch mehr, ja, jetzt weiss ich gerade nicht, aber auch nicht wenig. Seine Fehleranfälligkeit war aber schon auch spürbar in der ersten Saisonhälfte. Also ich glaube, da sind Fans gar nicht mal so traurig drüber. Aber das Ding ist halt, da müssen halt auch neue kommen. Also da bin ich jetzt auch nicht up to date. Ich habe jetzt nichts gelesen von Banger-Transfers. Ich glaube, wenn dann jemand geht, dann verlangen Fans halt irgendwann schon auch, hey, kommt dann auch noch etwas, oder? Und genau, ausser eben beim FC Vinti, da ist eigentlich, du machst einfach, gell? Aber als FCZ, ja, ist anders. Ja, absolut. Und ich meine, die Saison ist jetzt auch nicht super gelaufen, oder? Und dann verlierst du doch
3 anständige Spieler, würde ich sagen. Weißt, die haben ja eigentlich doch relativ viel gespielt. Das ist nicht jetzt irgendein Das Junior, stimmt. der nie gespielt hat. Also ich glaube, die sind schon ein bisschen unter Druck Voll. jetzt, ja, definitiv. Voll. Ja, gehen wir doch in Testspiel. Ich glaube, dass alle Testspiele von allen unseren Clubs verloren gegangen sind. Ja. Kann das sein? Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass du es noch nicht nachgeschaut hast. Ich habe gehofft, dass du es nicht gesehen hast. Weil ich wollte so sagen, also GC hat im Fall 7-1 verloren. ja, den habe ich auch gelesen. Ja. Ja, gegen Kaiserslautern. eben. Aber also Vinti weiss ich, fangen wir doch bei Vinti an. Vinti haben sie schon 2 Spiele gemacht, ich weiss gar nicht. Sie haben Magdeburg gehabt, genau, das war eigentlich recht gut gewesen, das Spiel. Das haben sie 2-1 verloren. Ich glaube, Magdeburg ist zweite Bundesliga, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist schon, da muss man sagen, ja, die beste Mannschaft hat gewonnen. Aber auch dort hat man sich gewehrt. Ich glaube, sogar in der zweiten Halbzeit hat man es anscheinend, ich habe es nicht geschaut, hat man es anscheinend können, hätte man es können auf seine Seite ziehen. Also das hat man dann gedacht, ja, eigentlich easy. Und ja, voll. Und auch da muss man sagen, der Hunziker hat das einzige Goal geschossen von Vinti. Haha. Klassiker. Genau. Ja. Das ist am Dienstag, 2-1 verloren. Am Freitag, am Nachmittag, hat man in Belek in der Türkei das zweite Trainingsspiel gehabt. Also, man muss jetzt aber ein bisschen rauszoomen. Also, man kann sich vorstellen, es ist eine sehr strenge Trainingswoche. Sie sind viel gelaufen, viel physische Arbeit. Haben Magdeburg am Dienstag gehabt. Über 120 Minuten, muss man auch sagen, sind längere Spiele. Ja. Und am Freitag hat es einfach von der Energie her nicht mehr gelangt. 4-1 gegen München, 1860, das ist ein Drittligist von Deutschland. Ich glaube, in der oberen Hälfte. 4-1 verloren, auch da Hunziker, der einzige Torschütze von Vinti. Hunziker, der einzige, der die Latte geballert hat. Ja, spricht crazy. Überhaupt nicht für Vinti. Überhaupt nicht, dass man 4-1 verliert. Aber der Rahmen hat gesagt, hey, klar, das ist jetzt schade, um so eigentlich gehen von da. Aber wir sind, also, ja, es ist in der Beine gewesen, es ist in den Köpfen gewesen. Man hat gewusst, jetzt geht es dann bald wieder in der Schweiz los. Ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, das 4-1. Auch das 2-1 nicht. Ich bin einfach froh, dass die Leute, die nie gespielt haben, wirklich alle zu mindestens 30 Minuten Einsatzzeit gekommen sind. Das habe ich wichtig gefunden, dass man nochmal miteinander zusammenspielen kann. Vor allem auch cool, dass Vinti 2 Spiele hatte, finde ich auch wichtig. Und genau, vielleicht kann man noch sagen, Spagnoli noch einen Penalty gehabt, aber auch da, naja, also genau. Vielleicht noch als Abschluss von diesen 2 Spielen. Lustig war, ich lese es vor, wie es im Ticker gestanden ist. Gerade hat der Linienrichter für einen Lacher gesorgt. Rittmüller fragte, warum keine gelben Karten verteilt werden. Die Antwort, der Schiedsrichter hatte keine dabei. Ist echt so gewesen. Der Schiri hat einfach keine Gelbe dabei gehabt. Also beim 4-1 gegen 1860 München. Also und absichtlich, weil es ein Testspiel ist, nehme ich an, oder hat das wirklich vergessen? Das wäre ja eins zu viel. Also, ich glaube, es ist doch gelacht worden. Es hätte ein paar Geile müssen geben, glaube ich. Es war ein Kampf, auch physisch, aber er hat einfach keinen dabei gehabt. Warum, weiss ich leider nicht. Genau, voll. Geil, ja, geil. Ich glaub, könntest eigentlich voll die Notbremse ziehen oder so in diesem Spiel und es passiert einfach nichts. Ja, stimmt. So, ja, easy. Doch, etwas will ich noch sagen. Doch, etwas muss ich noch sagen. Weißt du, wie lange ist es gegangen, bis Vinti gegen 1860 hinten drin war? Das tönt nach nicht so lang. Sagen wir mal 48 Sekunden. Oh, 30 Sekunden. 30 Sekunden, 1-0. Wow, Bro. Wow. Nein, ja, ist ja gleich. Grusig, ja. Ja, wirklich, wüst. Ja, gehen wir zu dem 7-1 oder 1-7, wie man es sehen. Ich liebe so, es sind nur Testspiele und es ist eigentlich scheißegal, aber die Vibes sind schon wieder genau die gleichen. Es ist einfach genau die gleichen. Der Hunziker trifft, Vinti verliert, es geht eine Minute nicht einmal, Vinti ist hinten rein, geht sich und auf den Deckel über. Es kommt wirklich, es geht weiter. Es geht einfach weiter. Ja, es ist, ja, wir könnten vielleicht eben noch schnell darauf eingehen. GC hat gegen Kaiserslautern gespielt, aktuell Rang 7.
in der 2. Bundesliga. Und sie haben sogar 3 mal 45 Minuten gespielt, also wie einfach nochmal eine Halbzeit angehängt sozusagen. Und 7-1 verloren. Hey, ist es nicht Nürnberg? Ah ja, Sorry, jetzt stimmt. bin ich. Das stimmt, du hast völlig recht. Nürnberg ist 8. nämlich in der Tabelle. Es ist gar nicht Kaiserslautern. Ich habe immer 1. FC, die heissen ja auch 1. FC. Ja, aber es ist Nürnberg. Ja, voll. Boah, zum Glück hast du es gesagt. Ja, genau. Genau, sie sind nur 8., nicht 7. in der Liga. Und genau, gegen Nürnberg war es. Man hat da auch auf dem Max-Morlock-Platz gespielt. Übrigens, das einzige deutsche Stadion, wo ich je war, ist in Nürnberg tatsächlich. Bin ich mal mit dem Kollegen ein Göppspiel schauen, DFB-Pokal. Richtig geil gewesen, mit Verlängerung, mit Sieg. Geiles Stadion, wirklich geile Kultur und so, muss ich sagen. Geil, sehr schön. Ja. Genau, eben 7-1 verloren am Schluss. Natürlich hat man auch viel ausprobiert, viel rotiert und so, aber ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Testspiel nicht geschaut. Es war irgendwann unter der Woche während dem Arbeiten halt gewesen. Und ja, Alter, das muss ich auch sagen. Bei 1860, das war am Eis und eine Position mit ein Mensch mit einer höheren Position in meinem Geschäft hat mir gesagt, da, weil er ist eben 1860, ja, Fan. Und hat so geschickt und ich so, ja, aber es ist am Eis. Ich arbeite am Freitagnachmittag am Eis. Also, ja, ihr arbeitet ja eh nicht am Freitagnachmittag. Und so, Alter, sicher. Wie geil. Ja. Dann hast du geschaut? Ja, voll. Nein, eben. Ich bin in meiner ersten Arbeitswoche. Ah ja, stimmt. Sorry, ja, kann ich echt schnell 2 Stunden in der Sitzung sein? Nein. Der Chef vorbei beim Einschaffen und es läuft einfach so windig gegen 1860 Testspiel. Genau. Geil. Aber ein erster Torschütz kannst du ja vielleicht noch erwähnen. Wo geht's? Genau, der Simsalat Simba. Nein. Aber ja. Nein. Oh. Nein, der ist jetzt wirklich. Unangenehm. Der war ganz ein schlechter gewesen, ja. Simba, ja. Simba hat das einzige Goal für GC geschossen. Ja, ein positives Zeichen, würde ich sagen. Das kann man sicher nehmen. Und was ich gehört habe, dass der Klaus anscheinend, nein, den haben wir glaube ich auch schon mal gebracht, das Anti-Klaus, wenn wir gerade dabei sind. Oh mein Gott, nein. Auf jeden Fall hat es doch ein paar Stimmen gegeben, dass er eigentlich nur der Beste war. Und er hat erstens nicht den ganzen Match gespielt und zweitens im Goal. Das heisst, es hätte auch noch mehr als 7 können geben. Und das ist die Pointe. Easy. Ja, genau, easy. das alles stimmt mäßig positiv. Eben, Testspiel ist Testspiel. Letztes Mal hat man ja nach der krassen Niederlage gegen Luzern und St. Gallen auch können reagieren. Also ich weiss ja nicht. Aber eben, da will ich jetzt nicht viel interpretieren. Am Schluss zählt, Absolut. Was gegen Thun passiert, wenn man dort... Ja. Finde ich geil. Ja, finde ich einfach geil. Wäre es umgekehrt und Vinti hätte Magdeburg irgendwie 3-1 genüsselt, wäre ich so, Alter, let's go, Sio kann kommen am Mittwoch. Ja, und genau. wenn wir aber verlieren, ist es so, sind nur Testspiele, alles gut, bedeutet gar nicht so viel. Etwas will ich noch schnell sagen. Ich glaube, das ist ja das Team, also Nürnberg wird ja trainiert vom Miroslav Klose. Kann das sein? Ja, korrekt. Gut. Und was lustig ist, dass der FC Vinti gegen den Noah gespielt hat. Der Noah ist bei 1860 im Team. Und sein Sohn. Ist am Klose sein Sohn. Genau, voll. Genau. Geil, so schließt sich der Also Kreis. haben unsere Teams gegen die Kloses eigentlich gespielt. Die Januarwochen. Genau, voll. Geil, geiler Effekt, ja. Genau. Also eben GC hat nur ein Testspiel gespielt. Ja, kann man machen. Easy. Ich weiss jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie viele die anderen haben, aber ich glaube so 3 mal 45 Minuten, das müsste lange. Müsste passen, voll. Das müsste passen. Dann der FC Zürich vielleicht auch noch schnell, oder hast du noch etwas zu GC in dieser Trainingswoche, gerade, wo du jetzt möchtest droppen? Vielleicht noch abschliessend kann man vielleicht noch sagen, das ist aber noch so ein kleiner Hinweis, es hat noch 1-2 Testspieler gegeben, die anscheinend gespielt haben für GC. Die sind aber auch im Matchbericht nicht wirklich erwähnt worden.
Darum ja, schwierig zu denen etwas zu sagen. Wenn dann das konkreter wird, greifen wir es natürlich auf. Genau, aber Ja, schauen wir doch voll, weiter. voll. Bei Vinti eigentlich auch. Sind auch 1-2 jüngere Spieler auftaucht, haben gespielt. Und ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe genau einen Bericht gelesen. Das macht voll keinen Sinn, auf das eingehen. Von dem her lassen wir uns hoffentlich positiv überraschen diese Woche. Genau. Der FC Zürich hat auch verloren, darum habe ich das eigentlich auch noch lustig gefunden. Er hat das Testspiel gehabt gegen den ersten FC Kaiserslautern, den du vorhin erwähnt hast. Was? Genau, 3-1 verloren. Vinti. Der FCZ ist aber mit einer sehr jungen Mannschaft gekommen, sind auch 3-mal 45 Minuten gespielt worden. Kaiserslautern ist auch in der 2. Bundesliga und ja, ich glaube auch nicht, also anscheinend sind es. 7. Stimmt. 7. sind es, genau. Ja, man könnte sagen, dass am Hediger sein Team eigentlich überlegen war, sogar zwischenzeitlich. Also im zweiten Drittel an 45 Minuten. Genau, also da hatten sie eigentlich eine richtig gute Leistung gehabt. Sie haben den Gegner sehr, sehr stark dominiert und sind aber immer in Kontersituationen gelaufen. Vielleicht ist das auch das Learning, das der Hediger mitnimmt von seinem Team. Genau, das einzige Goal hat der Everson geschossen in der 99. Minute. Das ist ja auch ein weirder Zeitpunkt, so, zum das Goal zu schiessen. Genau. Voll. Der Kenny hat, glaube ich, noch einen Lattentreffer gehabt, das habe ich noch gelesen, aber sonst eben, ich glaube, das können wir eigentlich recht schnell abhaken. Geht ja jetzt dann bald weiter, auswärts gegen Servet. Genau. Ja. Voll? Ja, ich glaube, ich weiss nicht, ich hätte Sachen, wo etwas Kleines, das man vielleicht noch erwähnen von GC-Seite. Es hat rechte Gerüchte gegeben, es war eigentlich klar gewesen, dass der Scheibe ein Angebot bekommen hat von Sturm Graz in Österreich. Genau. Was man ja schon muss sagen, Sturm Graz ist schon einmal ein anderes Kaliber als GC, muss man fairerweise sagen. Die spielen definitiv. Ja um den Meistertitel, Champions League, alles Wüste. Und ja, der Sutter hat dann auch noch ein Interview gegeben, ist dort angesprochen worden und hat dann gesagt, ja, es sei kein Thema gewesen, in dem Sinn, Scheibe bleibt. Und ist dann so ein bisschen gewährleistet worden, ob echt der Scheibe das eigentlich noch gerne gemacht hat und der Sutter dann einfach gesagt hat, nein, du bleibst. Oder ob der Scheibe auch gefunden hat, so ein bisschen, ist noch schwierig zu sagen, aber so oder so, richtige Entscheidung, ganz klar, dass der Scheibe bleibt. Ich finde ihn immer noch einen geilen Trainer. Und ich meine, wenn du jetzt die ganze halbe Saison komplett auf diesen Spielstil aufbaust und ihn dann ziehen lässt, das kannst du irgendwie auch nicht machen. Also das würde dann ganz, ganz kritisch aussehen für die Rückrunde. Das stimmt. Ja, voll. Und auch ein Statement, das da eigentlich gegen raus ist. Absolut. Ja, genau. Also, eben, man ist ein bisschen seriöser, oder? Ein bisschen zumindest, mit dem Sutter. So, ja, das stimmt. Absolut, das stimmt. Ich finde es so spannend, auch jetzt wieder eigentlich die perfekte die Ergänzung, die ich zu Vinti machen kann, weil das wollte ich auch noch erzählen. Der Trainer, und um da ein bisschen ausholen, ich meine, Sturm Graz hat einen neuen Trainer, das ist der Ingolic. Der ist von Altach, auch von Österreich, gekommen. Und jetzt ist Altach, beziehungsweise hat auch einen neuen Trainer, und das ist der Ogi Saric. Der Saric, den man kennt vom FC Winterthur, hat Altach übernommen und der Ingolic ist zu Sturm Graz. Ja, das noch zum da den Bogen auch noch mal zu schliessen, beziehungsweise... Warte. Ja. Ich kann ihn noch einmal weiter spannen sogar. Altach ist ja eine altbekannte Fanfreundschaft von GC. GC Altach ist relativ eng. Saric, der Verräter. Nein. Genau, so, als hätte er das auf dem Schirm. So. Nein, genau. Also, um da vielleicht noch den Bogen zu schliessen. Altach ist ein Begriff. Ja, und gönnen wir doch am Ogi. Voll. Auf jeden Fall. Voll. Bei Vinti noch 1-2 kleine Sachen. Das ist am Rande der FCW. Hast du FCW Brühlgut? Sagt ihr, oder Brühlgut Stiftung? Sagt ihr das etwas? Nein, tatsächlich nicht. Nein. Das ist eine Stiftung,
wo eigentlich also in Winti weit verbreitet ist, haben zusammen geschafft mit dem FC Winterthur. Heisst jetzt neu FCW Inklusion, weil die Brühlgut, so wie ich das verstanden habe, abgelöst wird nach etwa 10 Jahren. Das sind Leute mit Beeinträchtigungen, für dich einfach als Info. Genau, und finde ich eine schöne Sache. Passt natürlich auch zu Winti. Übernehmen es aber jetzt. Das heisst eigentlich dort aus Stiftungssicht, Brühlgut ja, genau, ist nicht mehr aktiv mittätig, nur noch so nebenbei. Und FCW hat eigentlich wie geschafft, ein eigenes Konstrukt aufzubauen mit eben FCW Inklusion, wie es schon heisst. Das ist eigentlich ganz ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Voll. Und schön, ja. ich möchte noch, weil wir jetzt gerade auf das Spiel eingehen von der Zukunft, noch kurz etwas sagen. Es sind eigentlich fast alle mitgereist nach Belek bei Winti, also in das Trainingslager, ausser eben der Stillhardt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Sogar der Lütti ist mitgereist, der Schneider ist mitgereist. Der hat ja vor 4 Wochen eine Meniskus-OP gehabt und ist vielleicht gegen Sion aber schon wieder dabei. Hure krass. Ja, also, krass, der ist krass, mega ja. voll. Und der Goyach wird auch verletzt sein im nächsten Spiel. Und der Diaby leider auch. Der hat sein Knie verletzt im Training, in der Trainingswoche. Ja, nicht allzu geil. Nicht allzu geil. Aber das einfach so, um den FC Winti-Part zu schliessen. Genau. Top. Ja, ich würde sagen, da können wir wieder mal einen Ausblick starten auf die nächsten Das ist doch gut. Runde. Winti spielt ja sogar 2-mal, wie du schon gesagt hast. Genau. Ja, die haben im Januar dann schon 4 Spiele da hinter sich. Nein, ja, gehen wir doch in Tipps. Am Mittwoch, übermorgen, beziehungsweise morgen, wenn ihr es hört, auswärts im Tourbillon. Ich bin nicht dabei. Ich muss arbeiten am Donnerstag, genau. Boah, ja, schwierig, oder? Sion hat im Gegensatz zu unseren Teams alles gewonnen. Also, sie haben gegen eine tunesische Mannschaft 6-1 gewonnen, bis sie um einen Abbruch gebeten haben. Was? Und, also die tunesische Mannschaft, ja, genau. Und dann haben sie noch 3-2 gewonnen gegen eine belgische Mannschaft, also SV Zulte oder Zulte, oder ich keine Ahnung, wie die heissen, aber die haben auf jeden Fall gewonnen. Die haben auch um die, ich weiss nicht, 20 Millionen Marktwert, irgendwie so etwas. Genau. Ja, ich bin da so einem klassischen, wahrscheinlich 3-1 Sion, irgend so etwas. Oder 2-1 Sion, auf jeden Fall lange es nicht. Ja, was machen wir da? 3-1. Ja, das glaube ich leider auch nicht. Sion ist irgendwie zu relativ konstant. Zu positiv. Ich glaub, die werden das auch weiterführen. Darum, ja, ich gehe mal aufs 2-0. 2-0 für Sion bei dem. Okay. Übrigens, hast du mitbekommen von dem Sion-Fan, wo mit einer grossen Fahne seine Kollegen abgedeckt hat, die sich vermummt haben zum Pyro zu zünden und dann natürlich wieder umziehen wollten. Und er hat eigentlich nur die grosse Fahne vor sich an da, ist selber nicht maskiert und ist jetzt fett gebüßt worden, weil er Leute geholfen hat, die eine Straftat begangen haben. Ah, was? Hey, kannst du dir da Insgesamt nicht rausreden? Weißt du, so urteilsmässig, so, ja, habe ich ja nicht gewusst, dass ich die da zudecke und so, weißt du, so ein bisschen so. Ja, ich kenne halt die Bilder nicht, gell? Aber Bilder können schon viel auch aussagen. Ja, aber siehst du so auf dem Video so, alle unteren. Ja, eben, ja genau, so voll am Anführen. Let's go, schön, ja. Ja, keine Ahnung. Nur schnell, zum da 4'320 Franken ist die Geldstrafe. 4'320. Dann muss er noch 1080 Stutz zahlen für die Kosten des Verfahrens und 500 Stutz noch mal zusätzlich. Also, Bro, das sind 6'000 Stutz etwa, die einfach wegen einem Fußballspiel flöten gehen. So daneben. Und er ist 23. Also, ach mein Gott, weißt du, aber nicht die anderen. Also, ja, die gezündet werden, nicht büßt. Nur der die Fahne angekippt hat. So daneben. Ja, ist ja gleich. Also, ja, sag ich. Voll. Gehen wir auf das Spiel von den Grasshoppers. Wie sieht es dort aus am Wochenende? Ja, wenn man so steht, weil Winti wäre eigentlich schon wieder zuerst, sozusagen. 6. Ah, ja gut. Können wir auch. Gut, ja, FCW St. Gallen. Ich bleibe bei den 3-1-Tipps diese Woche. Komm, St. Gallen 3-1. Ah, schon gedacht 3-1 Winti. Gegen den Lieblingsgegner. Nein.
Ja, aber ich glaube... Nein, das ist kein Lieblingsgegner mehr. Ja gut, ist jetzt auch schon 2 Vor allem Saisons diese Saison. Ja. Ja. Mhm. Ich glaube, diese Saison hat man fett auf den Deckel bekommen, wenn ich mich zurückerinnere. Ich glaube, 4 oder 5 Goalie geschossen. Ist ja gleich. Was denkst du? Ich gehe glaube auf ein 2-2. Ich glaube, das ist so ein Classic, schwieriger Schütze-Match, wo jeder denkt, ja, St. Gallen holt's und dann ist plötzlich Winti, aber gleich irgendwie hure gut auch. Darum ja, 2-2. Ist geil, dass du das sagst. Ich werde sicher auf der Schützenwiese sein dann. Freue mich wieder. Da freue ich mich wirklich. Ich habe ja zuerst 2-2 auch getippt und dann habe ich geschaut, was St. Gallen so gemacht hat. Die haben ja eben Anderlecht, glaube ich, irgendwie in den Trainingsspielen auseinandergenommen. Und Anderlecht hat, glaube ich, schon 32 Millionen Marktwert oder so. Und dann habe ich gedacht, ja komm, bleiben wir beim Altbekannten, verlieren wir. Und wenn es ja dann einen Punkt gibt, bin ich sowieso happy. Genau. So, jetzt wechseln wir. Genau, Servet FCZ haben wir als nächstes am Sonntagnachmittag. Ja, okay. Servet halt schon auch sehr schlechte Hinrunde. Sehr. Aber eben, der FCZ hat jetzt auch wirklich noch mal ein paar Spieler verloren. Viel Abgang. Ja, ich schmecke... Nein, weißt du was, ich gehe sogar auf den Servet-Sieg. Ich glaube, die werden sich ein bisschen erholen in der Rückrunde und ja, sage ihnen da einen 2-1-Sieg voraus. Easy. Ich gehe auf ein 1-1 und kämpfe 1-1. Dann haben wir noch die Grasshoppers. GC, was macht GC? Ich habe keine Ahnung, gegen wer? Gegen den Leader. Thun? Genau. Ja, stimmt. Jetzt ist mir gerade ein Gedankenblitz von der letzten Podcast-Aufnahme. Ich habe gewusst, dass du oder jemand von uns muss gegen den ersten und das andere Team muss gegen den zweiten. Genau. GC Thun, immerhin die Hai. Ja, die Hai kalte Stadion. Im Grusig, im Beisenden letzten Grund. Aber ich glaube... GC. Ja, easy mit dem Zimba jetzt, gell? Nein, ich glaube, ich gehe da auch auf das 1-1. Ich glaube, es wird ein sehr ähnlicher Match wie in der Hinrunde in Thun. Dort haben auch alle gedacht, GC verliert fix in Thun. Dort waren sie absolut in Höchstform gewesen und haben dann ein 1-1 geholt. Und ich glaube, genau das Gleiche wird jetzt nochmal passieren da. Genau. Was meinst du? Dann darf ich dich umstimmen. Die Hoppers kommen zurück mit einem Sieg, mit einem 2-1 gegen Thun. Genau. Die Motivation ist unglaublich auf einem höheren Level. Die Spieler haben richtig gute Austausche gehabt, richtig gute Spielabende. Die sind parat, die sind ready. Sehr gern, ja. Unbedingt. Wie ein Zäpfchen. Genau. Geil. Ja, super. Ich glaube, haben gesagt, was wir wollen, oder? Absolut. Ist jetzt gleich noch ein länger gegangen, wie ich gedacht habe. Ich dachte, sie sind schneller durch. Aber ist ja easy. Ja, aber es war eigentlich auch noch entspannt. So, sonst hat man fast das Gefühl, man muss ein bisschen Gäse geben. Und weißt, so ein bisschen, das stimmt. Und das Mal war eher so, wir können auch noch über wer haben wir geschnurrt, über den Saric bei Alltag und so Zeug. Ist irgendwie auch noch geil. Das stimmt. Genau. Das stimmt. Voll. Ja, Bene, hoffentlich hat es euch gefallen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir sind dann nächste Woche back mit insgesamt 4 Spielen zum Besprechen. Dort haben wir dann wieder ein bisschen Stress und Druck, dass wir durchkommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wieder 2 Niederlagen zu kommentieren. Und nein. Ich freue mich. Kommt gut. Ja, ich freue mich auch. Und ich würde sagen, ja, neues Jahr. Ja, sonst ist eigentlich nichts neu. In dem Sinne allen ein gutes Neues. Ja, voll. Und genau, wir werden auch wieder da sein, jeden Dienstag, wie immer. Und ja, freut uns auf den Support. Danke fürs Zuhören im alten und im neuen Jahr. Und bis nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Keita. Stahel. Der Ball kommt zur Mitte. Tor! Julian Filipescu! Rekordmeister! Stupri vom Rekordmeister! Für den Spack! Und jetzt ist die Schützenwiese geholt und jetzt haben wir endlich in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Ich meine, was will man noch mehr?